Weiter. Den Stecker lieber nicht haben, weil der ist falsch angebaut. Dass wir uns kaum lassen, ist das. Da könnte einen ins eingefahren tun. Und zwar die Kinder sitzen in der Kiste. Rausfahren. Hinter. Ein häufiger Fehler beim Einbau von Babyschalen ist, dass Schulter- und Beckengurt vertauscht werden. Das heißt also, der Beckengurt wird um die Schale herumgelegt und der Schultergurt verläuft übers Beinende der Schale. Beim Unfall kann sich die Babyschale so aus dem Gurt drehen. Geht's los? Und bitte. Isofix-Kindersitze sind sehr stabil im Auto verankert. Außerdem kann die Babyschale sehr einfach auf der Isofix-Basis montiert und auch wieder heruntergenommen werden. Das geht sehr schnell. Und Einbaufehler sind eigentlich praktisch ausgeschlossen. Das heißt also, Schulter- und Beckengurt können nicht mehr vertauscht werden und die Babyschale kann auch nicht in Fahrtrichtung eingebaut werden. Das ist eine sehr sichere Sache. Diesen Sitz kann man im Internet bestellen. Der Sitz hat eine offizielle Zulassung als Kindersitz. Allerdings ist es so, dass der bei uns sowohl im Frontalaufprall als auch im Seitenaufprall durch den Test gefallen ist. Das heißt, er hat zweimal mangelhaft erhalten und von dem Produkt ist dringend abzuraten. Dass er nicht ganz ruhig ist.
Sehr schlecht. Servus. Das Problem bei diesem Sitz ist, dass er überhaupt keinen Seitenaufprallschutz bietet. Das heißt also, der Dummy schlägt ans Fahrzeug und beim Frontalaufprall rutscht der Beckengurt hoch in den Bauch, schneidet da in den Bauch, gibt schwerste innere Verletzungen, weil der Beckengurt nicht ordentlich geführt ist und der Sitz viel zu viel nachgibt. Wackeln. In diesem Jahr haben wir 31 verschiedene Kindersitze aus allen Gewichtsklassen getestet. Für jedes Kind gibt es gute Kindersitze, das heißt also unabhängig vom Alter können die Eltern zwischen verschiedenen Produkten auswählen. Wir haben einige Ausreißer mit mangelhaft bei der Sicherheit. Besonders erfreulich ist, dass diesmal kein Kindersitz durch die Schadstoffprüfung fällt. Wir haben die Hauptsäulen Sicherheit, Bedienung und Ergonomie. Das heißt also, diese beiden Kriterien werden zur Berechnung des Testurteils herangezogen. Zusätzlich haben wir die Schadstoffprüfung, die zu einer Abwertung führen kann. Und wir geben darüber hinaus noch Informationen zur Reinigung und zur Verarbeitung der Sitze. Die meisten Durchfaller, die meisten mit mangelhaft bewerteten Kindersitze gibt es in der Gruppe für die älteren Kinder. Hier gibt es immer noch einige Produkte, bei denen für ältere Kinder die Rückenstütze abgenommen werden kann oder abgenommen werden muss. Diese Sitze bieten dann keinen Schutz beim Seitenaufprall und solche Sitze fallen bei uns im Test durch. Die Anzahl der Produkte mit Isofix werden immer mehr. In diesem Jahr haben wir 15 verschiedene Modelle im Test. In der Regel ist es auch so, dass die Produkte mit Isofix-Anbindung eine Spur sicherer sind. Sie sind üblicherweise auch einfacher einzubauen. Das heißt also, Isofix-Kindersitze kann man eigentlich empfehlen. Isofix-Kindersitze sind häufig eine Spur sicherer als herkömmliche Kindersitze. Sie sind auch weniger fehleranfällig beim Einbau. Also im Prinzip kann man sagen, Isofix-Kindersitze sind in der Regel besser als gegurtete Kindersitze. Allerdings ist wichtig, dass man sich vor dem Kauf gut informiert und zum Beispiel schaut, ob das eigene Fahrzeug in der Typliste des Kindersitzes aufgeführt ist. Das heißt also, ob der Isofix-Kindersitz für das jeweilige Fahrzeug geeignet ist. Es ist empfehlenswert, dass man sich vor dem Kauf des Kindersitzes die Testergebnisse zum Beispiel ansieht und schon mal eine Vorauswahl trifft, welche Produkte interessant sind. Dann sollte man mit dem eigenen Fahrzeug und dem eigenen Kind ins Geschäft fahren, dort verschiedene Sitze ausprobieren und so wirklich das geeignete Produkt fürs eigene Fahrzeug finden. Als Forderung an die Hersteller kann man sagen, dass alle Kindersitze einen Seitenaufprallschutz brauchen. Das heißt also auch die Kindersitze für die älteren Kinder brauchen Seitenwangen. Es ist auch wichtig, dass die Schadstoffe aus den Kindersitzen rauskommen. Hier sind wir auf einem relativ guten Weg. Wir haben jetzt deutlich weniger Schadstoffe in den Sitzen gefunden als noch im letzten Jahr. Die Schadstoffe, nach denen wir suchen, sind im Wesentlichen die Weichmacher, Phthalate und PAKs.
aber auch Flammschutzmittel. Auch diese sind häufig in den Kindersitzbezügen mit drin. Und wir haben den Schwerpunkt auf die Stellen des Kindersitzes, die in Kontakt mit dem Kind sind. Das heißt also, die Schadstoffe werden in der Regel über Hautkontakt vom Kindersitz auf das Kind übertragen. Vorrat aufgestellt. Nichts drin.
geht gleich los.